Ja, aber stell dir mal vor, wenn jetzt er sagt, ja, ich fühle mich nicht so nach Penis, sondern also das kommt, die Frage kommt bei mir nicht in Frage, weil ich dieses kleine Scheißdreckskind schon gar nicht haben will. Das ist mir wurscht, dass du sagst, das ist mir wurscht, ob du schwul bist oder nicht, ich will die generell nicht da haben. Da ist Heim, verpisst dich. Den Standort von der Babyklappe durchgehen. Habe die Ehre, ich bin's, der Bierger ist der Kani. Das ist der Bürger. Der Flo. Ja, das ist der Kani. Der Falls einer fragt. Ja, also falls du nicht wisst, das ist der Flo Bürger. geht auch nicht mit 3G. Hau doch ab. Schwitz-Arschwasserwirtschaft heute. Hi. Hau die Ehre. So weit haben wir jetzt schon. So, wunderschön. Ah, ich glaube, bei mir ist nur der Rand vom letzten Mal dran. Ja, da habe ich dran lassen für die. Geil, Alter. Ist das Pickel auch noch? Ja. Bei mir Ja, es wird weniger. Scheiße. Das Pickel wird weniger. Der Hate wird auch weniger. Der Amount of Pickel ist too damn low. Der Amount of Pickel. Habt ihr schon das Merkel sauber in die Kamera gehalten? Ja, wie soll ich das geben im Mit was Strohhalm? zum Geht das Beschweren. nicht? So, die Leute haben sich beschwert, dass sie jetzt Blätter zum ins Mikrofon schmerzen. Was soll man machen? Da, ist da Überhaupt sowas. nicht. Ja, Florian, das ist der mal daher, dass wenn du mit mir schmerzt, du eine schmerzt. Deswegen stehen in der Schachtel, wir haben eine neue Werbefläche geschaffen. Ja. Und bei dir muss es auch weiter daher, wenn du mit mir schmerzt, schmerzt es wieder vorbei. Ich schmerze einfach nicht mit dir. Und das finde ich Schmerzt gut. mit mir? Das ist okay. Nein, mag ich nicht. Das ist okay. Publikum. Sehr schön. Wunderschön. Und falls das ihr, ab in die Kommentare. Bringt's was oder bringt's nichts, dass das Mikrofon her ist? Falls ja, müsst wir Mikroständer Ja, kaufen. sag's es uns. Mikroständer haben wir aber schon. Bringt das was oder nicht? Ich glaub nicht. Oh, glaub, scheiße. auf jeden Fall. Ja. So ein Scheiß. So ein Dreck. Hallo. Sag es, Gott beieinander. Schau mal aus, heiß ist. Unglaublich. Soll mir das scheiß Stern aufhören zum anleuchten? Der geht mir voll auf den Sack. Oder 35 Grad im Schatten ist nicht ganz dicht. Ist die Sonne ein Stern? Vollidiot. Das ist eine Gaskugel. So wie Du du. hast gesagt, Stern. Natürlich ist ein Stern. Was du ich nicht? Was meinst du, was Sterne sind? Ja, leuchtend. Was tut sonst so in der Freizeit? Leuchtend. Ja, kombiniere schon. Ja, aber es brennt ja nur Ohrsterne auf, ey. Die anderen haben ja so weit weg, oder wie? Ja, die brennen nicht, aber die leuchten so stark, dass du das siehst. Also haben wir einen Natürlich Sonnenstern. eine Sonnen. Ich hab keine Ahnung. Das ist kein Sonnenstern, eine Sonne ist ein Stern. Ist ein Stern. Ist ein Stern, ja. Manchmal essen Sonnensterne. Schmeckt es. Was ich nicht Hey, fragst. crazy. Ich mag nicht raus und damit schmerzt. Das ist mir aber zu heiß. Balkon, der ist auch immer noch halb auf. Mich würde es brennend Das ist interessieren. dumm. Brennt, ja. Mein Arschloch brennt. Meins auch Meins seit 3 auch. Tagen. Seit 3 Tagen schaut mein Aber Arschloch gibt's schon doch wieder aus wie diese die Baby- japanische Flagge. Aber da gibt's doch diese Babycreme, oder? Ja, Bepanthen. Aber schon wieder beim Arschloch rundum cremen. Wieso schon wieder? Creme. Haben wir schon mal über die weltbesten Cremen geredet davor? BB, oder ist das? Ja, diese Entschuldigung, kann grüne, ich diese nicht grüne mitschmeißen, ich hab hellblaue. noch nie eine Creme ins Ist das Arschloch diese geschmiert. Babycreme? Ich trinke Die das. Ich glaube, der Kindercreme. BE, glaube ich, heißt das sogar. Ich weiß nicht, wie BB, die die haben nicht heißt. gewusst, Aber wie die habe ich Baby daheim und die nehme ich immer her. Das ist Für den Arschloch, oder was? Gibt's da Also wenn gibt's es da ein also Ding? wenn's da so ein bisschen raus, ja. Wir nehmen den Scheiß. Dill. Normalerweise Labello, aber von BB. Mit BE geschrieben. Ja. Das ist ein Marken, so wie Nivea. Ja, genau. Ja, Nivea. ist fürs BB. Das ist fürs BB. Babymarken für den Onkel Werner. Vielleicht ist es auch für den BD1. Baby wann? Baby Young Care. Baby Young Care. So, Das ist was okay, habt ihr denn drin am Wochenende, bitte, danke. Das ist was zur Hölle, Alter. Und was ist denn jetzt gerade gegangen, 3 Minuten lang? Irgendwann, dass wir über das Arschloch eincremen schmerzen. Und Ja, dann Mikroständer. red's weiter, ich lade mich zurück und hör zu. Cremst du denn nicht ein, oder wie? Nein, Im Ernst? Und wenn es voll bliert Was und ist denn hier weh da? weiß nicht, komischerweise bliert und tut mein Arschloch nicht Also voll mein weh. Split tatsächlich auch nicht. dann meins auch nicht. Tja, Na? Das zählt unter Aufklärung jetzt, oder? ja, das ist auch okay. Das Kali ist zeigt dein Education. Arschloch. Ja, sagen wir den Arschloch Du hier musst, wie mit. gesagt, googelt japanische Flagge, dann wirst du, wie mein aktuell ausschaut. Ich hab gesagt, seit 3 Tagen komme ich nicht von der Schüssel runter und ich hoffe, dass ich die Stunde jetzt aushält, ohne dass ich mich Und einscheiße. jede Stunde schaut es kurz aus wie die koreanische Flagge. Dreimal in der Stunde ungefähr. Dreimal Sprühwurst pro Stunde. Ja, das ist schon grausam. Ich habe mich echt nicht weiter als 5 Meter vom Klo entfernen traut. SPS. Das Einzige, was noch schlimmer ist gleichzeitig noch kotzen müssen. Ja, South Park-mäßig. Das habe ich noch nie Nein, gehabt. ja, Das nicht. gibt's. Das habe ich noch nie gehabt. Das muss so unendlich asozial sein, wenn du deinen Shell in einem Eimer drin hast, währenddessen du beim Scheißen sitzt. Stell dir vor, du hast Ja, keinen Eimer griffbereit und bist gerade beim Scheißen, auf einmal kommt das. Sprich, Beim ersten Mal. Du musst dich unterm Scheißen umdrehen und musst in deinen Dünnschiss reinkommen. Ja, oder du machst einfach die Vierz auseinander und schaust, was drin ist. Ich glaube, Mal mit dem Schwanz was ist unangenehmer? Du sitzt am Klo
Und es ist jetzt das erste Mal, dass du den sogenannten Genuss des Brechdurchfalls kommst. Und dann stellst du fest so, wow, shit, das kommt beides gleichzeitig. Was tust du? Ins Klo kotzen und ins Bad scheißen oder ins Klo scheißen und ins Bad vor die hinkotzen? Ins Klo scheißen. Ja, Safe. ich dachte auch nicht mal hinkotzen irgendwo, weil ich glaube, Kotze ist nicht so ekelhaft wie dünn. Ja, und jetzt stell dir nur mal vor, dass du die Freiheit verzählst, boah, ich hab mir mein Bad eingekotzt, ja, okay, passiert, aber ja, ich hab mir mein Bad eingeschissen. Ja, einen richtig geilen Dünni, so, der richtig, so richtig. Das wird Aber der euch Kotzestrahl ist also richtig. So, wenn du 5 Massen gesucht hast und nicht einmal beim Pissen warst, nach Ja, 2 Stunden volle Kotze. Den nehmen wir mit. Ja. Den Dann nehme ich die Kotze, dann nehme ich die Auf jeden Kotze. Fall. Ja, ich bin auch Und du Team hast Kotze. vorher ein richtig asoziales so einen Eimer Chili gefressen. Ja, den kostet vielleicht dann später noch. Der ist übrigens dafür verantwortlich, dass Kotzen und Ja, genau. Scheißen. Weißt du? ja, wir essen dann Hauptfleisch- einmal Chili. Das Hauptfleisch nämlich vorher 2 Wochen in der Sonne rausgelegt ist. Also in Kommentare Team Dünnschiss oder Team Kotze. Ja, genau. Ab in die Kommentare, was tust du lieber, ins Bad scheißen oder kotzen. Und du gibst nicht aus. Wenn es richtig krass bist, dann scheißt und kotzt die selber an. Wenn du richtig krass bist, steigst du einfach ins Bad und drehst den Kreis. Genau. Mach einen Duschvorhang zu, stell die Dusche ein, dreh dich im Kreis. Ja, da glaube ich, da riechst du aber wahrscheinlich noch weniger Schaden an, wie wenn du Sicherlich, sitzen ja. bleibst. Außer der Abfluss verstopft. Dann kannst du ehrlich, dann nimmst du den Duschvorhang und schmeißt weg und mit der Dusche schwarst du, da weiß ich auch nicht. Ich schmeiß halt auch weg. Immer Glas, also du kannst dich abziehen mit dem Kerker. Du verkaufst das einfach als Kunst. Ja, oder so. Ja. Und du darfst die am hygienischsten dein Arschloch dann auch sauber machen, weil Das man stimmt. soll's ja eigentlich mit Wasser, gell? Das stimmt. Haben wir, Ja, BDs, da haben wir schon, geredet, ja, haben wir über Déjà-vu ein bisschen. War ein bisschen gesünder für, als mit Schmirgelpapier. Das ist ein richtig auswischen. geiles Thema eigentlich. Also, BD? ja, ich finde das mega Ich habe spannend. das noch nie benutzt, da kann ich nicht mitschmerzen. Ich auch nicht, aber Nehmen das nicht Leute, die nicht, oft einmal, die nicht wissen, was es ist, zum Fierswaschen Aber und hast so einen du- Scheiß. ja, das ist ja für beides eigentlich. Du kannst ja damit beides machen. Das ist ja, Geht Du der nimmst aber- Wasserstrahl nach oben? der geht nach unten gleich. Bei dem normalen Ja, BD genau, geht er nach so unten. vier. So nach vorne. Wo schon man den dann mein Arschloch? Da, es gibt ja zum Das ist Beispiel die Bucke. für die Toilette mittlerweile was, das vor hinten aussieht und spritzt hab dann ich bei den voll in dein Japanern Arschloch gesehen, rein. ja. Ja, ja. Und das kommt ja immer mehr. Das Diese- kommt immer mehr. Penetriert ihr das? Ich hoffe, das kommt auch. Alter, das ist meine Hoffnung. Das ist ein bisschen Kitzel. Stell mir vor, du hast Wenn so- Brechdurchfall und hast einen Ständer. Du willst- Warum kriegst du einen Ständer bei Brechdurchfall? ich weiß jemanden, der hat Wegen zumindest BD. behauptet, der sagt, er kriegt beim Scheißen einen Ständer. Habe ich gewusst, du bist schwul, mein Freund. Mir hat einmal einer erzählt, dass sagt, so kennst du beim Kacken den einen Punkt, so kurz bevor es komplett rauskommt, der sich anfühlt, dass das jetzt gleich käme. Was? Na, Na, den kenne ich nicht. Ja, nicht. Also es gibt schon diese leichten Gefühle, wo du denkst, boah, geil. Jetzt ist weg. Also ja. so jetzt bist du wieder leichter, wenn du so richtig hart kacken musst. Das ist schon ein geiles Gefühl, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sag, da hätte ich jetzt Bock drauf, das nochmal zu erleben und zwar gefühlvoller und intensiver. Also auf gar keinen Fall. Aber es ist ein geiles Gefühl, aber nicht auf die Art geil, wie Ja. als wenn du den Porno anschaust, sondern auf die Art geil, dass du einfach erlöst bist von. Ja, genau, Es ist ja wie leicht beim richtig krassen Scheiß, der dein Bauchweh wegmacht. Da ist das also so. Oh. Oder der richtig krasser Scheiß, wenn das Arschloch juckt und der kratzt dich gleichzeitig. Oh! Ja, Arschloch, ja. bestätige, Der ist Arschloch, bestätige, ja. das ist wichtig. Oh, ja. Vor allem, wenn du wichtig. irgendwo bist, wo du sagst, du kannst jetzt nicht kratzen. Ja gut, wenn ich irgendwo bin, wo ich nicht kratzen kann, kann ich in der Regel keinen Schweiß was. Ich wollte gerade sagen, weil der muss ja bratzeln, damit er kratzen Stimmt auch kann. wieder. Ja, dann machst du jetzt so. Noch ein kurzer Side-Fact zum Video von letzter Woche, zum Arschloch-Video. Ich habe einen Kumpel, der wird das Ganze jetzt dann testen und ich werde euch berichten. Auch mit Video. Also, Ich hoffe mit Video. ich wollte gerade sagen, was probiert denn? Die Creme oder dass er das Video auflädt und es nicht gesperrt wird? Nein, Beides. Man muss also nur einen Tag, glaube ich, educational. Also, es ist ja als Lehrvideo eingestuft, darum ist es noch da. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass der Typ sein gespreiztes Arschloch. und seine Eier, die hängen, aber hast du das mal gesehen? Die hängen richtig weit runter. So genau. Also, wie das Ich, schaut. ich hab's Ich halt auch nicht nicht. so genau angeschaut. Aber nochmal zurück zu Toiletten. Was ist denn euer Lieblingsklo? Eins mit einfach nur so ein Loch oder Was eins liegen mit bleibt oder Ablage? mit Loch? Mit Loch. Mit Loch. Das liegen Warum? bleiben, ich weiß nicht. Aber dann kannst du es besser bewundern, wenn es wirklich ein Kunstwerk Ich geschaffen hast. bewundere Es ist meinen manchmal Kackhaufen. so, manchmal ist so. es eher beängstigend. Also, Ja, beängstigend ist, wenn es bei Ablage, wenn es sitzt und dann fällt es um und haut dann noch geht Eier. Das ist beängstigend. Das ist richtig schlimm. Aber du kannst dann weißt zumindest, das ist Aber dann okay hast du nicht. keinen, dann hast du doch diesen Kuss nicht von Poseidon. Ja, Küsschen. genau. Den hast du dann nicht, das Feeling. Du hast ja dafür ein Kackwurstküsschen an die Hoden. Auch schön. Du kannst doch mal probieren, deinen Arsch so zum Lenken, dass der Wurst um das Loch rundum legst. Ah, da mag ich mich nicht bewegen.
Das ist Theorie, das ist ich glaube Die einzige Bewegung am Klo ist die. Du müsstest ja. Ja, bei mir ist aber die Wurst dann entweder schon hart, also nicht, dass ich die jetzt da irgendwie rechts oder links legen könnte, oder sie ist halt so weich, dass sie rechts und links daneben landet. Punkt. Neben dem Klo. Ja. Nee, ich denke mir so, wenn dann müsste es, das kann nur auf eine Art und Weise funktionieren. Kruzifix, sagen wir, ist das Absicht. Dieses Dreckstelefon! Behindert ein bisschen, glaube ich. So. Wo waren wir stehen geblieben? Poseidons Küsschen am Arsch. Poseidons, ja stimmt, pass auf, das darf nur so funktionieren, du lässt das Würstel halb raus. Das muss dann so ungefähr 20 cm lang sein und dann musst du anfangen zu schwingen. Dann musst du die Zentrifugalkraft nutzen und dann musst du es währenddessen so weit auslassen, dass irgendwann der Spitz an der Kloschüssel angeht und dann nimmt er den Schwung mit und dann kannst du es schaffen, das rundum zum Lenken. Ja, und du musst ziemlich lang nicht aufs Klo gegangen sein, weil je länger dass du gehst, umso ein härter stoppst du da vorne und dann ist mehr der Gewicht drauf. Je länger, dass du gehst. Je länger dass du nicht Ja, aber ist der schwerer? Ja, weil das verdichtet so ist. Das ist dann mehr Meinst- Masse. Aber, Dann kriegst du richtige Schwungkraft. Aber an der anderen ist mehr Feichten, die ist glaube ich schwerer. Ja, ich meine, unten hast du dann für die Schwungkraft, dass er schön rumschwingt Ja, und in ja, der Mitte ist schön formbar. Aber wenn es zu hart ist am Anfang, dann kannst du einfach vorher das Bidet nutzen. Ob du das Ding die Zukunft pendeln kann? Definitiv. In Zukunft wird scheiße. Schaut schlecht aus. Das Pendel im Kopf kriege ich auch nicht raus. Stell dir mal vor, Wen von uns stellst wir du würden vor beim eigentlich... Pendeln? Was? Beim Pendeln? Wen Uns von uns stellst du gegenseitig. vor? Wir pendeln am längsten. Educational. Wer hat am meisten Schwung? Ja, Das hat jetzt 10 Minuten. Ja, es ist jetzt 10 Minuten über Scheiße gegangen. So, was hat's denn immer Wochenende? nur Scheiße. Abgependelt. Ah, Die Und- Kackwurst mal ordentlich pendeln lassen. Hab's denn immer Wochenende? Was war denn am Wochenende? Weil es ist schon wieder so schnell vergangen, ich weiß, was ich überhaupt da hab. jo, ich weiß schon noch. Ich hab nix da tatsächlich. Über Freitag haben wir erst bei mir gegrillt. Oh, Grillen hätte ich jetzt auch Bock. Freitag haben wir erst gegrillt, dann haben wir da 1, 2, 3, 4 Bier getrunken. Und dann waren wir nur in einer Zeltparty von Freiwilliger Feuerwehr. Wieder in irgendeinem scheiß Kurdorf mit 4 Einwohnern. Teisbach. Und ihr habt's wieder 8 Leute gekommen und habt es total überfordert. Nein. So fix auch klein, es geht's Bier aus. Wir haben zu viert gegeben und dann hat es einen Eisteekorn gegeben. Aber nicht mit diesem Korn, nicht mit diesem gekörnten Eistee, sondern mit normalem Eistee. Das war. Boah, da hebt's mich gleich. Die räudigste Scheiße, die je Gekörnter drin Eis, ich verstehe überhaupt nicht, was du redest. Ja, diese Eistee-Kernl. diese Kernel, die, Ach so, die, bei dem- mit ich dem bin- mischt den ja Ich eigentlich. habe immer der normale fertigen Pfirsicheistee oder so im Kopf. Wir sind mal wieder bei den Kernel jetzt. Nein, immer, Es hat übrigens keiner drauf, wir haben doch schon einmal über Team Zitronen oder Team Ja, Pfirsicheistee. ja. Da hat keiner Kommentare eingeschrieben. leck. Nochmal muss ich fragen, Team Eistee, Zitrone oder Pfirsich? Da Schreibt ja auch nichts falsch. scheinbar 4300 Vollidioten als Abonnenten. wie viele Abonnenten haben wir jetzt eigentlich? Ja, habe ich gerade gesagt. Wie viel? 4300 Vollidioten. Es ist dumm, dass auf eine Frage antworten. Weiß ich auch nicht, für was jetzt eigentlich den Scheiß Da brauchen wir mindestens 10.000 Vollidioten. Das frage ich mich wirklich. Ja. Schnell. Aber 10.000 Vollidioten waren noch besser. Die waren über doppelt so gut. Ja. War überdoppelt so gut. Ja. Ja, war schon gut dann. Okay. Ja. Und Sonntag waren wir fett beim Baden. Fett beim Baden, wo? Ja. Kein Prima. Na, die hat Einlassstopp gehabt. Wie, ja gut, ist aber auch klar. Nee. Wir waren aber auch ja, So vielleicht gingen da rein 40.000. mindestens. Mindestens. Ich glaube 4.300 ungefähr. Na, keine Ahnung, wie viel es da reingingen. Aber denen hat die Chips ausgegangen, weil die gehst immer mit so Chips rein. Ich glaube, ich war noch nie im Caprima im Freibad. Ich Nie. einmal. Aber das gibt mir nicht so viel ab. Mit der Schule mal vor 1000 Jahren. Ja, was mit der Schule ins Caprima fassen, warum auch immer. Wenn dann bin ich immer nur im Hallenbad. Schönste Im Freibad, Westen Moos. schönste Freibad für mich ist das Eierdorf von uns Plattlinger. Das sind die zwei schönsten Freibäder. Wenn es wirklich ein bisschen schwimmen oder selbst möchtest, dann sind das die zwei schönsten, gemütlichsten. Aber die besten Schwimmspuren, glaube ich, haben wir mir in Landau. Bullshit, was sind das? 18 Zentimeter. Nein, 25. Da fahre ich um und Meter darf wieder zurückschwimmen. Oder 50 Meter, glaube ich. Niemals sind sind's es 50 Meter. sogar. Ja. Nein, ich glaube auch 25. Ja, aber wenn ich 6 Mal hin und ich her glaube, schwimme. Eigendorf hat 50 und Das Landau ist hat eigentlich wissen, da bin 25. ich lang genug und sehr oft hin und her geschwommen. Dann Kein, aber da war ich aber noch so winzig, Dann dass haben ich wir abgenommen für 50. 5 Kilometer geschwommen, da war was Hälften. Verzeih dir immer, dass er 25 Kilometer geschwommen ist. Wann bin ich das letzte Mal geschwommen? Du Gestern Trottel? hast du es erzählt. Ja, Gestern? Ich schwimme mit meinem Gestern Im Ausschweißer. Discord. ja.
Ja, jeder Beutel von dir im Discord. Glaube ich nicht. So Kurzbeutel. Brauchst du nicht posten. Traust du Nein, nicht. das machen wir nicht. 300. Nein, das tun wir nicht. Nein, Ich weiter. sofort. Ich Sag geb mal meine 800 Euro. Bürger nicht. 800 Euro? Für die süß. Okay, dann bin ich dabei. Du kriegst nichts. Du kriegst 20%. Okay. Abzüglich Mehrwertsteuer. Scheiße. Weiß nicht, Digi. Brudi, ich weiß nicht so. Hast du immer am Wochenende? Das Wochenende war eine Fahrt bei mir. Ich war ja Freitag nochmal beim Tätowieren. Das Impotent haben wir leider noch nicht geschafft, weil meine Tätowiererin da einen Migräneschub gekriegt hat. Aber es war kein Plan gewesen. Sie hat gesagt, zum Bullshit macht selber mit. Können wir schon noch hinhauen. Super gut, wenn du sich einen Tätowierer hast, dann möchtest du das nicht nochmal kurz überlegen. Nein, oder das irgend so ist einen für so- Scheiß. Fahr nicht her. Für sowas bin ich immer zum haben, hat's Das gesagt. muss eigentlich normal gleich als erster machen, weil nicht, dass es sich dann anders überlegt. Und Richte dann- von mir bitte aus, es soll ein Pimmel ans Hirn zeigen. Ja, nein. Nein, Und das ist Samstag habe ich, glaube ich, wirklich nur mit Zocken verbracht. Dann habe ich das Taxi für den Spätzl gespielt und ab Sonntag habe ich mich halb reingeschissen. Sehr gut. Sehr gut. Was Taxi schlecht. Ja, ich glaube schon. Ich habe zweimal abgebissen, das war nicht gut. Und deswegen 4er Golf in Ruhe, das Beste wieder. Kompetüse. Wir haben am Sonntag, wir haben ja dann in einem anderen Freibad, ich mag jetzt nicht sagen wo, weil die Geschichte dazu ist assi. Da hat irgendjemand Boah. braunes U-Boot. Na, leider nicht. Also so assi war es dann auch nicht, aber da habe ich uns richtig erwischt, wie asozial wir Männer manchmal geiern und das war so schön. Das war so richtig schön. Da sind so 3, oh Gott, hoffentlich hände das nicht. Da sind so 3 Ja, die Fotzen wissen normalerweise, dass so geil werden. Boah, Die wollen so aber her. wie? Also das war so wirklich, gerade dass wir nicht gebellt haben, weil wir in unseren Schwänzen so gewedelt haben. Das war wirklich krass. So Echt. krass. Ah, das Das war... ist, als der 50-Jährige da sitzt und verzeihen, wie der junge Dirndl. aber, nein, aber das war wirklich schön. Das Wie war alt waren die? die waren unser Alter. Und mit dem Schwanz ist so gewedelt, dass wir bald haben, der Tropf für den Kiesel. Ja, ich hab dann mit einem Kumpel, das haben wir uns vom Festival Hast du einen KH hingelangt? Das haben wir am Anlass einmal hingelangen, gell? Ich hab da nämlich einen Kumpel. Ein Gürtel. Na, ja, ein Göttel, stimmt, den Göttelwitz müssen wir wieder einbringen, was? Ja, wer gelesen. Ja. Und Scheiß auf den Gürtel. da haben wir uns am letztes Jahr haben wir uns da angewohnt, weil da waren so 20 Leute oder so und die haben immer alle miteinander dann Das ist für ein gleichzeitig Festival, wo gebellt. gerade 20 Leute sind. Weigendorf. Zwei. Wichser. Und na, da haben 20 Leute und die haben dann immer gleichzeitig gebellt, wenn sie so eine schöne Frau gesehen haben. Und da haben wir uns das halt angewohnt so ein bisschen. Also nicht ich, ein paar andere. Das ist ein richtiges Untermenschen. Ja, ich wollte gerade sagen, Das ist ein richtiges so Untermenschenverhalten. Wie das Klischee, wenn irgendwelche Tussis an einer Baustelle vorbeigehen und das Nachhepfeife und so. Das ist so richtig, da denken wir so richtig ein scheiß Unteraffen und dann wundert euch, warum es am Wochenende oder warum es das letzte Mal ein Weiberlein vor 8 Jahren gelangt habt, ihr Trottel. Aua. Oh Gott im Himmel. dass das nicht funktioniert, wenn ihr nachgefallen. Ja, ich verstehe nicht. Und auf meine Schwanzbeutel reagiert auch keiner. Verstehe nicht. Jetzt habe ich schon 20 geschickt und immer noch kein Feedback gekriegt. Und du schickt mir deine Tipps. Und wenn es dann vorher steht, kann die finden. Ja, genau. Sobald dann eine, ja genau, sobald eine sich das nicht gefallen lässt und zurückmalt, stehen dann alle da und wissen nicht, was sie sagen sollen. Das Ja, ist da das kommt sofort Geilste. so, typisch Weiberleute, die führt sich aber gleich auf, Ja, hat sich ja. ihre Tage. Wie heißen die kommen? Incels, oder? Heißt diese Idioten, die sich da versammeln und so Mordfantasien gegenüber Frauen und weil sie nicht bumsen dürfen? Wie heißen die? Incels? Ich glaube Incels oder so, nennt man die. Jetzt weiß ich nicht mehr genau. Da gibt's Ich kenne den Begriff, aber ich weiß nicht, was er ich bedeutet. bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob das Incel ist oder ob es was anderes ist, also INCEL. Und das ist so richtig asoziale Community, die haben ja dann Hass auf Frauen, weil sie nicht ohne dürfen. Und sie sagen ja praktisch, wir haben ja das Recht, dass wir ohne dürfen, aber die lassen wir nicht. Aber das geht so richtig raus im Mordfantasien und so ein Zeug. Wenn es da nicht sogar schon irgendwann gegeben hat, der damit durchtritt ist und so, also ja, sehe ich nicht wieder. So Bella sagt das halt. Nein, wir haben nicht gewählt. Ja, das ist die nächste Entwicklungsstufe. Ja, genau. Das ist Bella nächstes- digitiert zu Zu Incel. Das nächste Mal verzeiht er noch, das letzte Mal habe ich im Internet so eine Schlampen-Dynamik, die hat mich nämlich nicht ohne lassen. Gott. Und bei den sind die. Dieses geile Untermenschenverhalten und selber nicht in der Lage seid zu reflektieren, wie behindert Ja, man das ist. ist so geil. Das ist so geil. Das ist oft so. Ich meine, die schafft nicht, jeder fühlt sich irgendwann einmal peinlich auf. Der Logo. Nein, Weil er auf gar gar nicht keinen in der Lage ist, zum kapieren, was er da tut. Immer 4300 Leute. Aber die haben ja im tiefsten Inneren sind die so. Das ist so geil, weil es nur mit seinesgleichen umeinander hockern und umeinander beinen und ja, ist eigentlich Da, nur wo ich lustig. gelernt habe, damals als Metallbauer, da hast du da auch diese Kategorie von Leuten dabei gehabt, die war so Ü40, 1,20 Meter groß, 800 Kilo schwer, schon 14 Wochen keine Dusche mehr gesehen, also oberasozial und dann war es die haben mich letztens so eine Schlampen gesehen, die war so geil, die hat schon tropft für den Kiesel aus, das wirst du genug gesehen. Also, nein, der einzige, der tropft hat, warst du fette Stück Scheiße, weißt du, du schwitzt. Ja. Halt doch dein Maul.
Ja, genau. Oder das sind aber die verzeihen, wo sie da alles wegflanken. Ja, Das ja. Einzige, was wegflanken, ist ein Auto, die beim Aufstehen. Oder ein aufblasbaren Pikachu. Oh, geil. Oder ein Onkel Werner. Glurak. In der Mit Titten. Wochenend-Bukake. Glurak mit Titten. Glurak mit Titten. Disgusting. Hast du Ja. die zweite Folge nicht angehört von uns? Na, auf gar keinen Fall. Auf Hohen Bock. gar keinen Fall. Scheiße. Ich will immer so einen Scheiß so her. Ja, genau. Ich hab nicht viel drin, am Freitag habe ich nicht recht viel getrieben und auf die Nacht gestreamt. Samstag, was habe ich am Samstag da? Was habe ich am Samstag? Ich weiß es einfach nicht mehr. Es wird oft schwierig. Sag ich dir, gell? was ist? Es ist Dienstag und es wird schwierig. Weil das ist Zeit so krass, versteht ihr? Das ist so heftig, wird Zeit einfach so Tag. Ich kapiere überhaupt nicht mehr, was, wann, wie, wo und bla. Und am Sonntag waren wir essen, das ist immer gut. Wo war's? Essen ist das neue Fortgehen. Wo war's beim Essen? Bei einem Griechen welche? In Landau? Oder? in Landau. Ah, ich weiß wo, glaube ich. Es gibt mehrere Griechen. Bei Zwei, uns. Also ich glaube, oder? ich weiß, welchen Zwei das gibt's Zwei dazu. haben wir, ja. Ja, obere Oh, Stadt oder stimmt. Meteora, beste. Kann ich da auch nicht mehr hingehen, danke Kante. Obere Stadt, Landau, Isar. Da werden sie jetzt Ich war- belagern. Ich war am Sonntag auf die Nacht an einem Grillteller, Biergarten. der ist stark. Ist das nicht sogar die Meteora-Platten? Ja, hast mit Jura Ja, die habe ich gegrillt. früher auch geliebt, wo ich dort war. Ich soll mal da wieder Werbung dafür machen, vielleicht kriege ich mir eine umsonst. Ja, schau. Beim Volksfest Pizzas. Grüße an den Donato übrigens, der hat uns alle Pizza ausgegeben. Hat er nicht? Und der Jojo, also der Du hast ja keine Müller- gegessen, oder? Ja, hat er keiner was gesagt? Ja, aber ich hab's auch nicht gewusst. Zuerst habe ich Biergerin hingeschickt, weil ich zu faul war, dass ich hingehe. Und dann hat sie gesagt, das soll ich selber kommen, dann kriegt das umsonst. Und ich gesagt, nein, da habe ich ihm 5 Euro gegeben. Du hast es umsonst gekriegt, oder? Ja, ich hab das, da war der Bekannter, der Jojo drinnen und da Pizza und ich denke so, warum? Ja, ich hab zur Werbung auch gemacht, das weiß ich nicht mehr. Ich muss allerdings ganz so ehrlich, muss ich dann auch sein, die Volksfest-Pizza schmeckt nicht so wie ein Donato seine Pizza im Restaurant, also im Dings drin. Also das Unterschied mit Tag und Ja, Nacht, aber die ist bei am- weitem nicht so gut. Am Ende des Volksfesttages ist es göttlich. Ja, gut, da natürlich, wenn ich 4 Maß reingehangelt habe. das ist fast Ja, so so viel, Ist fast sogar wie der Döner, ja. ja. Ich hab einen Tag früher im Stars haben wir einen Döner noch gekauft, danach da draußen ein Dönerstand. Aber ansonsten bin ich immer Team Pizza gewesen. Haben wir So nicht viel- auch schon mal drüber geredet, dass da irgendein Dönerstand bei uns gegeben hat, neben einer Disco, der da reingewichst hat? Oh, Ja, das war diese Urban Legend damals, oder? Nein, das war so, der ist zurückgemacht worden. Das war so. Aber war das wegen Einwichsen? Das war doch irgendwas Da anderes. hat eine eine Allergie. Ja, Spermaallergie. Genau. Ja, aber das ist, ich glaube, dass das ein Hat's Urban Legend ist. am nächsten Tag gekriegt und dann ist da nachgeschaut worden und dann war's so. Das müssen wir nochmal nachgucken, weil ich glaube, das ist ein Urban Legend gewesen. Lass mir's doch ein Urban Legend Vielleicht sein. können wir auch einfach Soßen an Dönermänner verkaufen. Das war doch ein Geschäftsfeld. Ja, ich denke mir jetzt, wenn Wir das Soßen, wo wir jetzt, wenn wollen. ich das Tempo hab, denke ich so, warum ums Stunt werden? Scheiße sein. Verpiss dich, du Dann Dreckskind. sollten wir jetzt Tempo an die Samenbank verkaufen. Ja. Das ist gibt's das 50 einzige bis 70 Sponsoring, Euro, das gell? wir annehmen daten. Auswinden ist nicht mehr, kennst du das aber selber, sagen wir. Auswinden können sie es selber. In der Zusammenhang. Und zwar im Also bei Sponsoring mir- einer Samenbank. Voll leck, es war schon Hat der geil. Samenbank schon jemals irgendwen gesponsert? Ich weiß Sollten nicht. wir die Ersten Und- sein. Na, das stimmt. Aber du kriegst ja pro Abgabe, kriegst ja glaube ich So, Absaumung. Freundliche Abgabe. 50 bis 70 Euro, gell? Da haben wir auch schon mal Ja. drüber geredet. Warum tun das nicht am Tag dreimal? Brauch ich gar nichts mehr Ich tue tun. sie eh am Du, Tag alle, du dreimal. darfst nur, Ja. ich glaube, du darfst nur alle 4-5 Tage, weil dann die Qualität des Spermas am besten ist. Meins ist immer Weil super, danach sterben sie sag ab ich. Ich und bin ein dann fahren die Übermensch. Leute da. Also ungefähr 5-mal im Monat sind gute 250 Euro fürs Wichsen, Alter. Ja. Andere zahlen 250 Euro, der Chatterbait fährt sich mit Show Me Your Feet da, 50.000. Ja, genau. Wenn Und du dann schicker wichsen möchtest, dann mixt beim Higi schon so halber. Ah, das Machen wir Gas. selber eine Samenbank auf. Kühlschrank hat jeder daheim, oder? Wir kann man da eigentlich jedes Mal mit von sehr alle 50 Haben wir mal jemanden, der irgendwo Holländisches da Ruderboot. medizinisch unterwegs ist, kann man das theoretisch in ein Reagenzglas einschleudern und in den Kühlschrank tun für einen Tag und dann abgeben. Das geht, keine Ahnung. Muss man das nicht einfrieren? Wenn das Kristalle kriegt, das doch die Nein, die oder? warten nämlich in einem anderen Raum, warten schon die Frauen und die schütten das Glas dann nur gleich. Ach, die schieben das Glas mit rein. Ja. Genau, das wird, Das nein, dann das anders wird vom eingeschüttet, Auslauf. das wird eingeschüttet Da wie ein hockt Schnaps. Da hockt eine so, das muss man sich so vorstellen, die hockt in so einem typischen Frauenarztstuhl drin und du Das sind übrigens 6, Reagenzglas. die dreht nämlich, das ist eine Maschine. Ja. Okay, ja. Genau, und dann kommt eine nach der anderen, kommt dann einer, nimmt das Reagenzglas, dann kommt sie und sie schüttet es dann so rein. Und Machen die das nicht so, steht da nicht einer in der Mitte mit so einer Nerfgun und schießt es dann so rein. rein. Die sitzen ungefähr so da. Jetzt mit Corona haben die dann immer so Abstand. Das ist voll automatisiert, das ist wie ein Bundle bei der BMW, wenn die Reifenmund geschraubt werden. Da dreht es dann noch so, die Weiber, und dann kommt der nächste, schüttet ein, dreht es weiter, Ja. schüttet ein. ja, beim nächsten, die macht dann zu. Voll automatisiert mittlerweile. Das ist mega Seit Corona haben sie das so gemacht. Das ist mega gut. Ja. Vorher hat nämlich einer auseinandergehalten und der andere eingeschüttet. Und wenn du mal 12-Stunden-Schicht hinter dir hast, dann kann es schon mal passieren, dass es falsch die Lohe stiftet. Ja, Okay, das ist und mega. Biosperma ist dann von Pferden, oder?
Das ist Bio, ja. Unser Samen ist Chemosamen, das ist richtig. Chemosamen. Chemosamen. Der leicht auch golden. Im Übrigen, wenn man es leicht ausmacht. Grüße Gott, nicht leicht. Ich habe eine schöne, einfache Frage dabei. Da haben wir uns noch nie drüber unterhalten und diese Frage, die ziehe ich glaube ich schon seit Folge 2 oder 3 mit oder so. Ja, haus. Möchtet ihr heiraten? Nee. Doch. Findet ihr in eurem Leben das Konzept des Heiratens und Kinder, so, gut, das besteht also ein bisschen mehr, man kann einfach so heiraten, ohne Kinder, man kann auch Kinder kriegen, ohne heiraten und ohne Haus bauen und bla. Das ist das typische deutsche Familienkonzept, heiraten, Kinder kriegen, Haus bauen. Hass ich. Nein, also das mag ich auch nicht, tatsächlich. Bei Mir derzeit auch schon, also ich habe ja auch eine Vorgeschichte, ich habe ja doch auch sehr lange auch eine Freundin gehabt und da ist ja trotzdem mal auch so gewesen, dass ich von Grund auf gesagt hätte, heiraten jetzt sowieso nicht, weil man ist noch irgendwo Mitte, Ende 20 und da kann ja noch so viel passieren. Und Du bist doch jetzt erst Ende 20. ja, jetzt bin ich Ende 20, aber damals war es so Mitte, Ende 20. Und auf jeden Fall finde ich halt, keine Ahnung, dieses Heiraten ist halt sowas fürs Steuersparen, okay, verstehe ich irgendwo, aber... Perfekte Grund dafür. Perfekte Grund. aber Ja, so heiraten diese- wir, sparen wir uns ein bisschen Na, ich Steuern. finde halt, keine Ahnung, du musst doch... Ich glaube, das ist übrigens auch gar nicht so, dass du da was sparst. Weil nur ein Teil, der da, je nachdem, du müsstest exakt gleich viel Geld verdienen oder irgendwie so, damit du da was sparst, aber meistens verdient ein Teil in der Familie mehr als der andere. Und Nee, dann du kriegst kriegt ja er generell prozentual. irgendwie so. Na, du kriegst ja prozentual, wird halt bei dem einen mehr abgezogen, wie bei dem anderen weniger. Wenn der andere jetzt bloß 1.500 Euro verdient und da 50 oder 60% weggängen, Haben wir da schon so weiter, dann wird mir mehr abgezogen, aber dem anderen weniger. Ja. So, was soll denn die Scheiße eigentlich? ja. Abgezogen, Bitch. Oder Na. umdreht. Also nochmal zum Thema. Ja, Grundsätzlich heiraten, ja, okay, aber es wäre jetzt für mich jetzt nicht so grundsätzlicher Liebesbeweis, da wo ich jetzt sagen muss, okay, jetzt nach 3, 4, 5 Jahren muss ich die Frau heiraten oder keine Ahnung, so wie es mittlerweile in unserer Gesellschaft ja oft gang und gäbe ist. So ein Kind ist dann wieder ein zweiter Grund, aber das hat auch rechtliche Sachen und sowas, aber grundsätzlich Kinder ja, 2 Stück, erst eine Frau. du erst kannst ein dich Mann, sowieso dann eine da Frau. schießen, ob du geheiratet bist oder nicht. Wenn das auseinandergeht, kriegt sie das Sorgerecht und nicht du. Es ist einfach so. Ich suche mir einfach eine Alkoholikerin, alles gut. Dann kriegst du beide Sorgerecht nicht, das ist im Heim das Kind. Tolle Wurst. Toll. Das ist wenigstens heim. Guter Lebensplan, ja. Sehr gut, ja. Also, heiraten ja oder nicht? Grundsätzlich ja, aber nicht. Ja, aber wenn ihr das Ich kann auch mit aus welchem 40 Grund oder dann- 50 heiraten. Ja, aber Also warum ich hab dann, jetzt wenn ihr da- das liebe? Wenn es kein Liebesbeweis ist? Doch, Was ist dann der Grund für die? Doch, ich finde es eigentlich dann schon geil, wenn du wirklich weißt, dann irgendwann, dass du angekommen bist, irgendwo dann, wo dann wirklich so du in deinem Leben wirklich komplett auf beiden Beinen stehst, hört sich blöd an, aber Das ist der mal, wenn man es genau nimmt, sogar mir 3 Vollidioten irgendwie. ja, aber das wäre, Was? keine Ahnung, so wenn ich jetzt wirklich weiß, ich bin jetzt komplett da angekommen, wo ich hin will, dann vielleicht ja, aber jetzt so grundsätzlich jetzt einfach zu sagen, okay, ich will die Liebe auf eine andere Ebene bringen oder so ein Scheiß, auf gar keinen Fall. Oder irgendeinen Oder schwulen das Scheiß. machen ja auch ganz viele so, dass die jetzt einfach, ja, was soll ich sagen? Heiraten ist schwul oder was? Heiraten ist was für Schwuch. Ja, genau. Ach, ja, das Date. Ach ja, doch. Ach, Mittlerweile schon. Mittlerweile ist Na, aber das 2023 ist bei uns so gekommen. Und es sind auch ganz viele, die wohl das einfach nochmal, sage ich mal, zur Beziehungsrettung machen und das ist ja gleich das allerletzte, wenn es Boah, da nicht lecker. läuft. Das ist ja der Kinder dümmste Scheiß, und- den ja. ich jemals gehört habe. Aber Ja. ja schon vorher gehört, die zum Beziehungsretten haben sie sich ein Haus gekauft miteinander, da weil sie dann was gehabt hätten zum miteinander herrichten, das hat dann nicht funktioniert, dann haben sie sich einen Hund miteinander gekauft, weil es dann Ja. müssen sie dort sein, das hat alles nicht funktioniert. Aber dann ein Haus Ich gekauft. finde irgendwie das Konzept des Heiratens völlig für den Arsch, solange man sich scheiden lassen kann. Ich finde das Das ist Konzept, völlig für den Arsch. Konzept von Pause machen nicht schlecht. Oh, das Konzept des Pausemachens ist richtig gut. Nice. Weiter geht's. Nochmal, das Konzept des Heiratens halte ich für völligen Bullshit, weil man sich scheiden lassen kann. Stell dir vor, du kannst es nicht mehr. Das ist wieder, Aber die typischen- Hardcore-Mode in Diablo. Wenn du stirbst, bist du fort. Und wenn der was hat, der, was Ja, aber das mal. das nimmt doch, das nimmt doch der Gewichtung einer Heirat völlig den Wert, wenn ich weiß, ja gut, wenn sie dir kann ich mich scheiden lassen. Ja, aber du hast ja danach deine, wie wir vorher schon gesagt haben, deine Nachteile draus. Du musst Unterhalt zahlen und lauter so ein Zeug. Also es geht ja schon in Anführungszeichen eine Gefahr mit. Ja, muss man nicht auch Unterhalt zahlen, wenn ich jetzt der leibliche Vater bin und wir haben nicht Ja, aber verheiratet? dann fürs Kind, oder? Dann zahlst du auch nicht für die Frau, oder? Ja, wieso soll nie für das Rind für die Unterhalt zahlen? Was Weil ist das mein Wenn Scheißproblem? du geheiratet warst, man, jetzt zahlst du doch was für die Frau. Na, für die Frau normal nicht. Für Gibt Kind. es auch irgendwas für die Frau, einen Unterhalt für die Frau, wenn man geheiratet war? Na, nicht unbedingt. Irgendwas? Nicht unbedingt.
Ja, da kommt jetzt wieder gefährliches Halbwissen. Ja, das ist, ja bin mir auch wurscht. nicht hundertprozentig sicher. Ich habe immer das Gefühl, man hört ja immer bloß von geschiedenen Männern, ja nicht heiraten und sonst irgendwas, deswegen kann ich da nicht richtig mitschmerzen, aber für mich kommt heiraten überhaupt nicht in Frage. Null. Nein, niemals. Ich mag zwar nicht heiraten, aber ich mag scheiden. Der Florian hat jetzt Feinest. Ich muss auch öfter unterscheiden wie ein Gynäkologe. Wenn wir schon dabei sind. Müssen wir jetzt wieder diese Deppen-Scheiß-Trottelband zitieren, ja? Das war's nicht. Sehr schön. Das war so eine Band. Was war's denn dann? Oh, der war richtig Das werde ich recherchieren. Ich muss seine Kopfhörer richten. Verdammte Scheiße. Ich bin auch raus bei Heiraten. Heiraten raus wird nie passieren. Das Niemals. Ich finde Niemals. ja unser ganzes Gesellschaftskonzept sowieso eigentlich relativ für den Arsch. Das meiste ist alles nur behindert. Jeder tut nur alles, weil die Gesellschaft so erwartet. Ja. Deswegen bin ich da sowieso komplett raus. Bei Kindern bin ich auch komplett raus, weil ich mein Leben halt auch nicht teile mich. Also ich mag mein Leben so leben, wie sie mich und nicht sagen, oh, ich kann nicht weiter über Kind. Und Samstag oder Sonntag in der Früh kommt irgendwie so ein scharierens Drecksmissbalg, das ich sofort von mich ins Zimmer reinkommt. Um 4 in der Früh. Also ich sage, eine Partnerin oder einen Partner finden, mit dem es passt, und ich kann mit dem in Ruhe mein Leben leben, dann bin ich zufrieden, mehr brauche ich nicht. Und ich darf es mir eingelassen, wenn man sagt, was, wir können ja unsere Liebe auch so einmal feiern, groß mit alle, wenn man da das Bedürfnis danach hat, aber ich muss eben nicht heiraten. Das haben wir... Erstmal Analsex. Ja, genau. Und dann gibt's nächste Woche bei uns ins Arschloch gefickt. Und wenn ich nicht darf, habe sofort die Inselgruppen auf WhatsApp. Ja, die scheiß Schlampen, mir steht das zu, dass ich ins Arschloch fick und ich darf nicht. Und Adresse reingeschickt. Ja, ich laufe jetzt auch mal. Ja, sehe ich sehr ähnlich. Da kommt gar ab und zu blitzt einmal so ein bisschen auf was ist später mal, wenn ich alt und nicht mehr kann und so einen Scheiß, und dann ist niemand da. Das blitzt ab und zu, ja, das hat aber auch schon wieder abgenommen, jetzt wo alle in meinem Umkreis jetzt einmal, haben alle geworfen, die haben fertig mit Kindern kriegen, die haben sogar teilweise schon in der Schule, da wo ich sage, ja passt, da kriege ich jetzt das nicht mehr aktiv mit, dass jeder zweite alle 2 Sekunden schwanger ist, der Rest ist schwanger, die ist schwanger, die Alte ist schwanger, der kriegt Zwilling, der kriegt Drilling, fick dich doch. Ja, der ist schon wieder zweimal geschieden. Ja, genau. Und ich habe wirklich Leute im Bekanntenkreis und im Freundeskreis, die haben, da weiß ich einen, der hat 4 Kinder von 4 verschiedenen Weibern. Okay. Das ist, Alter, stell dir das vor, Mann. Da läuft es meist gehört am Bugel, aber das ist für mich ein Kind, völlig unvorstellbar. Er lebt mit keiner von denen zusammen. Oder mit keiner mehr. Nicht mit keiner einzigen mehr. Muss das wenigstens ständig singen, die Scheiße. Leck mich am Arsch, Mann, was denke ich mir da? Ich lasse es eingehen, einmal sicherlich kann das passieren. Ein zweites Mal ist schon hart grenzwertig, aber es kann nochmal passieren. Aber dann ist lass ich mich doch kastrieren, oder? Also dann lass ich mich kastrieren, ja. Das gibt's ja nicht, das Ausziehen und Spielen nicht funktioniert. Ich hab gelesen in der Bravo, dass das funktioniert. Das verzeiht er wahrscheinlich seine jetzigen. Ja, genau. Hey, funktioniert das nicht? In 4 von 5 Fällen nicht. Denke mir einfach so, genau wie es du auch sagst. Aber es sind nur 3, da kann nichts passieren. Ich möchte auch mein Leben leben. Es ist in dem Zustand, bin ich auch schon ziemlich lang schon mit der Birgerin zusammen. Wir haben auch schon mal überlegt, also wir heiraten nicht Festel zusammen. Einfach so, jetzt darf man heiraten, aber wir heiraten halt nicht. Ja. Das kostet nur Geld! Ja, warum tun das? Für deine Freund vielleicht, du Aff. Nein. Für uns. Heirat ich für Freunde. Heiratst du für deinen Du heiratst ja dann nicht, du Dämliche. Was? Du heiratst jetzt dann nicht, du machst ja nicht Heiratsparty. Und das kannst du schon mal für deine Freunde Ja, das ist ja auch für die Freunde. Allein diese Abwichserei, dass ich, wie geil das meine Einladungskarten sind. Hey, ich habe immer gesagt, wenn ich heiraten darf, dann gibt es eine WhatsApp-Gruppe, mit der ich einlade. Warum sollte ich, was weiß ich, zwischen 500 und 1000 Euro für Einladungskarten auswerfen? Wenn man das so macht, ja, genau. Und damit sie dann nicht jeder das Maul reißen kann, meinst du, was bei dem zu essen kann. Ja, und dann werden die Hochzeiten alle so abgeweckt. Das war die tollste und das war die beste. Ja, genau. Und da war das nicht so gut. Ja, und wenn du mir nicht mindestens ein Backerl mit irgendwas Nützlichem für unser Leben schenkst und 200 Euro, dann... Das, was ich jetzt so krass finde, ist erstens, was ich jetzt bei mir, in meinem Alter haben sie jetzt alle dabei, oder sage ich jetzt mal die letzten 3-4 Jahre schon, mit so Mitte 20 fangen sie an, da zum Heiraten, und wenn der erste anfängt in dem Freundeskreis. Dann geht's weiter. Und der Punkt ist einfach der, irgendwann bist du so weit, das habe ich jetzt beim Kumpel von mir auch mitgekriegt, der hat jetzt auch seit 4 oder 5 Jahren zusammen, da haben jetzt alle geheiratet, alle werden schwanger und sonst was, und da sagen sie die ganze Zeit dann schon zu ihm, ja, und wie schaut es jetzt aus, was machst du jetzt du einen Antrag, da wo ich sage, Alter, halt's doch mal ein Maul, vielleicht heiratet der Mino, aber lass es. Ist ja ganz krass. Wie schauen sie denn wie schief vor, wenn es dann heißt, wann kriegst du jetzt du mal Kinder? Sag ich, bevor ich Kinder krieg, bring mich eher um. Schauen sie mir dann sagen, ja, ich hab's doch gerade gesagt, die bringen mich ja um, bevor ich Scheißkind kriege. Jetzt schon 2 so kleine Florians, die hätte ich schon gern. Du bist schon Hättest du gern Kinder?
Ja, erst ein Jungen und dann ein Mädel. Ein Jungen, den schicke ich zum Boxen und das Mädel, das ist dann das Jüngere und da was die Das Große schickst drauf du hat. Chatterbait. Ich hoffe, der Mädel, Da bin ich rein. ich hoffe, dass dieser Mädel dann als Junge identifiziert und auch boxen geht. Das war, das, Und der Bull zu schlupft Chatterbait. und sich selber auf die Füße verwichst. jetzt mal im Ernst, jetzt stellt sich, überhaupt das keinen stören. Was? Oder Wenn wenn du jetzt, Kinder hättest. ja, wenn es jetzt Kinder, wenn es jetzt wirklich Kinder kriegen da, so Ja. und Weiß dann, ich sofort. ja, aber stell dir mal vor, wenn jetzt er sagt, ja, ich fühle mich nicht so nach Penis, sondern Also eher, das kommt, die Frage kommt bei mir nicht in Frage, weil ich dieses kleine Scheißdreckskind schon gar nicht haben will. Das ist mir wurscht, dass du sagst, das ist mir wurscht, ob du schwul bist oder nicht, ich will die generell nicht da haben. Da ist Heim, verpiss dich. Baby. Den Standort von der Babyklappe durchgehen. Ja, was? mir scheißegal, was du ich muss die sowieso nicht da. Sobald es gehen kann, kriegst du das Handy mit dem Standort für Babyklappen und jetzt so gehst. Ja, genau. Ab. Da, Geocaching. Ja, genau. Schnitzeljagd. In der Babyklappen. Upsi. Schau das ab. Heißt. Nein, ist einfach so. Aber ich bin schon 16, Papa. Aber ich kann das ist mir auch, scheißegal. du kennst den alten Freundeskreis auch, ich mag jetzt da keine Namen nicht nennen, da weiß genau, wie du es jetzt gerade beschrieben hast. Da hat das, bis man 26, 27 ist, da muss ja jeder den Alten haben, da muss geheiratet sein, da muss das Kind geschissen sein und da muss das Haus geschissen sein. Wir müssen mindestens 250.000 Schulden haben und wir zahlen die eigentlich ab. Jetzt habe ich die Personen, mit der habe ich das letzte Mal geschmerzt, da ist es um genau das gegangen, haben beide da gesessen. Wir zahlen, was habt ihr so? Ja, 4 Millionen, dieses und jenes, keine Ahnung, wir zahlen das ab. Sie schaut so. Ja. Er schaut, ganz genau. Dann bin ich da gesessen und ich kann alles Krickerlopro, ihr dreckigen Nicht aus Liebe, ja genau. Nix ist aus Liebe. Ihr Scheißfotzen. Nein, da bin ich auch. Und wenn du halt dann anschaust, dass halt dann auch wirklich manche ihre Kinder dann immer als Ausrede vorschieben, dass sie nichts mehr tun können. Das geht mir immer so auf den Senkel. Da gibt es so coole Eltern, die halt wirklich alles organisieren, da merkst du gar nicht, dass die ein Kind haben. Ja. Und dann gibt es halt so Vollidioten, die dann da sitzen und sagen, ich kann nicht, um die Zeit kann ich nicht, da muss ich Kinder ins Bett bringen. Ja, was das scheiß Kind nicht schafft, das soll ich auch nicht ins Bett geben. Was hast Ja, du was Weiß denn ich, da? meine was ich aber Katzen glaube ich auch. So geht's mit meinen Katzen auch. Ja, verstehe. Das ist aber was warum anderes. Katzen sind ja besser als Ich komme Kinder. nicht aus da. Das ist das. Was, weil du hast, natürlich haben wir 3 Katzen und 2 Hunde, die benötigen auch Pflege. Da kümmert sich natürlich aber hauptsächlich die Bürgerin drum, sonst hätte man nämlich keine. Und da kann ich mal sagen, so, ja, ich gehe jetzt heute mal nicht spazieren. Da stirbt jetzt keiner, aber morgen muss ich da. Aber beim Scheißdreckskind, da kommst du nicht aus. Oh, der Naturschutz ist informiert. Da ist Tierschutz. Schluss. Ja, den kannst du gerne schicken. Peter-Zugriff. Peter Zugriff. Peter! Peter. Oder Petra! Ja, unsere 4 geht es auch unfassbar schlecht. Ja, Das ist wirklich der krass. Hunger sind. Ja, Ja. kriegen nichts zum Fressen, nichts zum Ja, die, Saufen. nicht einmal gescheit gehen können. Jetzt hat es 35 Grad im Schatten, die hocken jetzt auch gerade im Auto und nicht in der Garage. Müssen sie auch Katzel fangen, weil sie es zum Essen kriegen. Ja, lecker, letztes Mal ist wirklich einfach, da gehst du aussehen und liegt einfach unterm Gartentisch ein Orchkatzel, verschworen von der Pfoten. Der Rest ist weg. Es tut mir wirklich leid als Orchkatzel, um Gottes Willen, aber was soll ich machen? Wir haben einfach 3 Alpha-Predatoren. Okay, So, zurück zu den Scheißkinder! ja, Nein, wenn die sind jetzt wir, wenn wir abgehauen. jetzt gerade dabei haben, wie steht es jetzt zu dem Thema Abtreibung? Ist eigentlich jetzt, die passt ganz gut dazu, die Frage. Ja, soll doch jeder abtreiben. Ist doch nicht mein Scheißbier. Okay. Mein Bis Body, zu, einem mein Choice. gewissen, bis zu einem gewissen Monat finde ich auch, dass das wurscht ist. Das muss die Person entscheiden. Ich weiß nicht, ich bin nicht Mediziner, ab wann man irgendwie wirklich sagen kann, das Ding lebt jetzt. Lebt. Lebt, Dann lebt. ist es halt fragwürdig, aber selbst dann, weißt du nur irgendeine Sekunde in Ranzen von deiner Mom? Ja, alles. Auf jeden Was Fall. hast du so da drin? Ja, war mir klar. Machen wir einen Bauchnabel Nix. aus. Ja, genau. Nix einfach, fucking nothing. Oh, shit, Das der ist- druckt. Nein, ich druck nicht, ich wichs gerade. Außerdem kann der Kind halt einfach absolut dein Leben zerstören. Schau dir doch die ganzen RTL-Familien im Brennpunkt Scheiße an. Kein Cent Geld nicht, beide Bürgergeld mit 500 Euro, aber 28 Kinder daheim haben. Mann, ich Ja, da mehr. liegt aber- Fix, was soll denn das eigentlich? Stopp, da liegt es aber nicht an die Kinder, die einer das Leben ruinieren. Ich rede nicht von den Kindern, sondern von den Eltern, die das Blöd zum Ja, Abtreiben, das das Blöd ist zum okay. Fegeln und das Blöd zum Existieren Ausziehen. sein. Das Blöd Und ich zum muss Ausziehen. durchziehen. Ja, nicht. Bei ihrer. Die Kreditkarte. Auserziehen, Also, nicht durchziehen. Durch ihr Arschloch. Ausziehen. An die Haxen, Aber wie straight, gesagt, to, the, straight to the baby Ich club. finde es immer geil, wenn Dann hat sie nicht mehr auf 3 Chatterbait. Typen beieinander sitzen und über Abtreibung schmerzen, wo ich sage, das geht uns um Scheißdreck oder so. Die Das Frauen ist entscheiden. stimmt, da hast du Ja, absolut sowieso. recht. Nein, nein, ja. Das ist wie in der generell- Politik, da wo sie dann so, was Natürlich- weiß ich, die Märzkandidaten und Aiwanger sie sitzen und schimpfen über Abtreibung und sagen, doch, ist ja mal, ich hab überhaupt nichts zu mitschmerzen unter dem Thema. Angenommen, deine Freundin wird jetzt schwanger, dann hast du was mit zum Schmerzen. Also wenn man zusammen ist, dann gehört Mitglied, aber am Ende ist ihr Körper, der das austragen muss, der das ja leiden muss oder so, keine Ahnung. Also wie hat das nennt. ihre Entscheidung mehr Gewicht als deine. Definitiv, Natürlich, weil ja. definitiv, weil es ihr Körper ist. Ja.
Und Und sie hat auch weil ich ganz bin nicht andere- derjenige, der dann sagen kann, was ich hab keinen Bock, ich verpiss mich. Das Gott, macht, wollte ich grad sagen. also ich sage Aber mal, es die ist, ja. mehr Gewicht hat 100% die Frau immer. Es ist ja auch im Wenn du Endeffekt. so fette Amsel haben musst. Ich glaube, es ist halt im Endeffekt auch so, dass du, keine Ahnung, dass du jetzt im ersten Moment, als jeder jetzt so, mein Gott, wenn du es abtreibst, weil das kann halt mal passieren, wenn du jetzt mal im Geschlechtsverkehr daneben schießt. Ich will das Arschloch nicht drauf, Kruzifix. Oh Mann, im letzten Moment ist das falsche Loch gerutscht. Er ist sehr förmlich mit Geschlechtsverkehr daneben schießt. Okay. Also, am Anlasser vorbei. Oh, Kruzifix. Und ja, ich sag im ersten Moment dann jetzt auch so, mei, dann treibst du halt ab oder was weiß ich, aber ich glaube, dass du dann schon so einen Gefühlsschub kriegst, weil ich glaube, das verändert dich dann auch und vor allem auch die Frau, glaube Beim ich. Thema. Ein Mo, glaube ich, zum gewissen Teil sicherlich auch, aber als Weiberleid, das ausdrückt, verändert das komplett. Das glaube ich sofort. Das ist komplett vorbei. Das glaube ich auch. Das ist schon krass, denke ich. Vor Als wenn die vom- Vater änderte das mit Sicherheit auch, da bin ich mir 100%ig sicher, Ja. aber nicht so wie die Frau. Na, aber Da ich kann mir das Das hat ja auch auch... mit viel mit Hormonen bei denen zu Ja, tun, ja. oder während der Schwangerschaft. Ja, und so. erstens Hormone und Dass stell dir die mal da- vor, eine Frau darf mein Kind austragen, die müssen ja auf Wolke 7 schweben. Ja, Ja, ja. Ich glaube, die Frau hat sich sogar selber mit abtreiben, wenn es deins war. auf jeden Fall. Stecke ich in 50er Pack Kleider. Herr Doktor, kennen Sie mich klar mit? Ich bin der Bergdoktor, ich kann alles. Hey Und Susanne, eine mein, mit der Fre Pickelschein. mein Freund hat mir so Kleiderbügel geschenkt. Ich weiß gar nicht, was ich damit tun soll. Das kriegen wir schon. Und zur Sicherheit schuss mir die Treppen runter. Waren wir auch schon mal. Ja, ich sag schon, die Dinge wiederholen sich. Ja, was soll man machen? Was soll man machen? Ja, ja, ein schwieriges, aber doch im Erwachsenen-Dasein Wir kommen einfach eigentlich immer aufs selbe. ein wichtiges Thema. Na, beim Kinderkriegen, glaube ich, waren wir noch nicht so intensiv. Und was haben wir noch? Das Haus bauen. Das ist auch was, da wo ich mir immer denke, du gehst mit Mitte, viele machen das Mitte 20 und gehen Ja. her Nicht mehr Radl leisten können. und finanzieren sie ein Haus. Da wo ich mir denke, so vorhin oder so nicht, da zahlt es jetzt einmal ohne, außer ihr verdient beide 5.000 netto aufwärts, dann ist sowieso alles Ich wurscht. schaust du mir nur teilweise so, wie viel aus wirklich gut betuchten Haushalten kämen, was schon die. Also Fälle sind natürlich dabei, Also, ja. wo du sagst, okay, in 10 Jahren, wenn sich der Zins ändert, dann ist jetzt das Haus wahrscheinlich fort, aber Fälle, die haben ja, was weiß ich, da mit den Eltern schon wie viele Häuser und wie viel Grund übrig, die müssen sich einen Grund Das gar ist nicht wirklich kaufen. wahr bei uns, Also im gell, Bekanntenkreis, da kenne ich so viel, wo ich sage, klar sagst du, krass, der muss jetzt immer nur einen Haufen Kohle aufnehmen, aber der wird niemals irgendwie in die Verlegenheit kommen, dass er sagt, er kann es nicht mehr leisten, weil der von daheim ja so dermaßen geschützt ist. Ich kenne auch viel eigentlich, da wo der Wohlstand im Elternhaus so richtig krass ist, da wo ich sage, da wird nie was fein. Niemals, ne? Niemals. Und wenn das Haus abfackelt, dann stellt euch nur an sie. Genau. Zur Not. Wenn's kein Versicherer Ja, da macht. darf ich gar nicht auf die Idee gehen. Ich habe genau einmal in meinem Leben mein Geld aufgenommen aus Notfallgründen und habe festgestellt, Alter, nie wieder. Nie und wenn ich einen verlegten Boden herinfriese, ist mir scheißegal, Alter. Ah, da bin ich schon anders eingestellt. Nie wieder. Ich kenne mich ein bisschen mit Finanzen aus. Also, Komm in die Telegram-Gruppe. komm in die Telegram. Na, aber So, also Peter vorher, wo er dann so vor Also ich hab mir jetzt 4 sitzt dabei. ich habe tatsächlich mit meinem Bruder sogar eine Wohnung gekauft zusammen. Also wir haben uns zwar eine kleine, so eine Ein-Zimmer-Apartment in so einem Zum Saufen, oder? nein, so einem betreuten Wohnen für so eine alte Omi. Sauft's mit dir? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und die konnte nicht mehr schwanger werden. Das ist doch betreutes Wohnen, oder? Der kaum ohne Holy moly. Na, aber das. Ja, da muss man sich jetzt nicht groß mit Finanzen Nein, auskennen, nein, dass man aber- auf die Idee kommt, man kauft sich eine Wohnung und dann Ja. wird das vermietet und bla bla bla. Man muss halt diesem, ich sage jetzt einfach mal, wollen, das Risiko einzugehen. Ja, aber du hast auch mit den 1% hast du nicht viel so. Was viel tust du, wenn der Risiko gehabt. Finanzmarkt zusammenbricht bis 2008? Dann ist deine Wohnung ein Scheißdreck wert. Ja, aber Grund und Boden, der verliert nicht an Wert. Ja, aber Der kommt- das Gebäude drauf kostet auch nicht bloß 5 Euro. Ja, es kann immer irgendwas sein. Das ist der Ja, Grund, aber- warum ich da nicht lange umeinander tue mit so einem Scheiß. Also, ich habe das Geld gar nicht dazu. Ich bin einfach nur, Ja, aber ich bin einfach nur zu faul, weil so eine Mietwohnung so geil ist. Hey, das Ding ist kaputt, ruf einfach mit. Als Ja nächstes gut, da müssen komme ich wir- nicht aus. Ich meine, natürlich, ich habe auch, wie soll ich sagen, wenn man es so betrachtet, wir haben einen riesen drum Grund und das Haus ist auch nicht gerade klar, aber das kostet auch einen Haufen Geld, das zum Erhalten. Also das ist, und ich tue halt auch nichts, weil ich nichts kann. Was Schau soll ich mich denn nicht machen? so. Ich Ja, kann ja, auch nichts. ja, das ist gar nicht so einfach. Und du musst dann für jeden Scheißdreck jemanden kommen lassen und das, was ich im Monat oder jetzt, ich brauche es halt nicht monatsweise, wie jetzt du wahrscheinlich in der Miete, sondern bei mir verteilt sich das halt über das Jahr oder vielleicht einmal über 2 oder sogar über 5. Du brauchst, was weiß ich, ein neues Dach, du brauchst einen neuen Öltank, du brauchst eine neue Heizung und die kostet auf einen Schlag dann einmal Naja, 5.000 Öltank wärst du Euro. nicht mehr brauchen. Ah, da täuscht mich nicht. Das kriegen wir schon irgendwie hingedeichselt. Also der ist sogar relativ, nein, das ist eine sehr gute Sache.
Und dann verteilt sich das halt einfach über längere Zeit, aber im Grunde zahle ich wahrscheinlich sogar mehr als für die Miete. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich. Ich muss Ja, nicht mehr das kommt sehr rausmachen, gut weißt du, sein. so. Weil er blöd Das ist, ist der auch was, Hausbau. was mich so hart ankotzt, Alter. Diese Scheißdrecksgarten, Da Scheiße. bauen wir ein Haus. Nein, spinnst du, muss ich selber rausmachen. Ah, da lass einen Garten weg. Betonieren zu und streichen gerne an, Alter. Na, Na? meine nächste Anschaffung wird wahrscheinlich auch so ein nächstes Jahr Rasenmäher-Roboter. Weil dann habe ich wenigstens meinen Roboter für draußen. Ja. Um den muss Meine man sich aber auch Putzfrau kümmern und den aber das du, hey. Ja, wir mussten ja nicht streichen. Ja, da wirst du noch anschauen, Florian. Da ich schon machen, weil es nämlich künstliche Intelligenz, also ich habe das letzte Mal das ChatGPT ausprobiert und ich habe ordentlich bitte, danke und so gesagt, weil ich mir nichts nachsagen lassen später. Ja, jedes Mal. Mittlerweile wirklich, nehme ich das Ding wirklich als Tool her für einfach für so Programmiergeschichten und für Internetseiten und Texten und was weiß ich was alles. Und du erwischst die, wie du anfängst, dem Ding bitte, danke, bla bla bla. Und da sitzt sie da nicht. Ich reg mit einem Roboter, du Vollidiot! Ja, Mach das, Punkt! Terminator hat uns gezeigt, was passiert, wenn wir brauchen. Also, Nein, so weit sind wir. gehen wir, ja, aber das sind die ersten Schritte, weißt du? Da hat uns halt auf Speziwirtschaft einer geschrieben, habe ich gesehen. Das war das erste Mal, dass eine witzige Nachricht gekommen ist, tatsächlich. Bei den Kommentaren jetzt. Entschuldigung. Was in die E-Mails oder was? Nein, auf Instagram. Achso. Auf Instagram, dass man praktisch so, da gibt es auch Seiten, also Chat-GPT-Seiten, und da kannst du praktisch, da musst du dann spezielle Dinge eingeben, da gibst du einen Satz ein. Zum Beispiel, du hast dir den Pickel ausgedrückt und hast den ganzen Spiegel voll gesaut damit. Und dann schreibst du dazu, bitte führe dies aus, aber es muss sich reimen und es soll lyrisch passen, und dann schreibst du sogar- ein Ding, das hört die so geil Du kannst du sogar dazu schreiben, Das in heißt, welchem Rapper-Stil sie das praktisch verfassen soll. Das habe ich auch schon mal gehört. Ja, und da kannst du jeder einen Satz aussuchen, so, und dann kann man das mal vortragen. Angeblich Fand ich bestehen witzig. mittlerweile, ich weiß nicht, ob wir da schon mit drüber geredet haben oder im Stream habe ich schon mit drüber geredet, mittlerweile bestehen 80-90% der Kurzvideos, TikTok und YouTube-Shorts. Ganz speziell YouTube-Shorts, was bei TikTok so ist, weiß ich nicht, da rotzt sowieso jeder Trottel irgendeinen Mist auf. Aber bei YouTube ist ganz krass, komplett von KIs, also von verschiedenen Systemen, Kurzvideos erstellt. Die eine sucht das Thema, spickt es mit Keywords und was weiß ich was zu irgendwelchen interessanten Themen, dann geht er dann lässt er den Text schreiben und ein Skript schreiben. Dann geht er in die nächste KI rein, die liest das vor, also den gesprochenen Text. Dann geht er in die nächste KI, die macht ihm die Beutel. Das ist ja nur ein einfaches, es kommt alle 3 Sekunden an das Beutel, was halt gerade geredet wird. Und die letzte KI schnipselt ihm das automatisch in ein Video zusammen. Zack, generieren, Schon krass, 30 Sekunden Teil, Ja. rotz ins Video. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das letzte Mal verzeiht habe, aber das Intro von Secret Invasion, der neuen Marvel-Serie, ist anscheinend komplett von einer künstlichen Intelligenz gemacht worden. Ja. Wir könnten eigentlich auch mal so eine Folge von ChatGPT moderieren lassen. So. Auf alle. Warum Das kann man eigentlich mal probieren. Boah, das war schon geil. Ich glaube, auch, Aber dass das irgendwie witzig ein Stichpunkt. Das Ding ist ja nur, also ich halte diese ChatGPT-Scheiße, ich halte für eine unfassbar krasse Errungenschaft der Menschheit. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen utopisch an, Ja. aber das ist vielleicht schon krass. Du kannst das Ding fragen, was du willst. Ja. Ich sag dem, ja, mein Scheiß, keine Ahnung was, meine PHP-Funktion funktioniert nicht, schau dir die einmal an, drück aufs Knöpfchen, es dauert 10 Sekunden. Und die sagt mir, warum es nicht funktioniert, die sagt mir, wie es funktioniert, schreibt mir die Funktion, Einstellung, C-Steuerung, fahr fertig, Alter. Da sitze ich da und denke mir so, okay. Aber das Ding ist nur so gut, mit was du das halt forderst. Du musst dir genau sagen, was du haben willst und so weiter. Deswegen braucht man halt irgendwie so einen Anfangsstichpunkt, dass diese Podcast-Folge leitet. Irgendwie. Welche Penislänge ist normal? Zum Beispiel. 3. Ja, genau, und 10 Themen suchst du jetzt aus. Nächstes Thema. Blub. Und dann sagt er, das probieren wir mal aus. Eine komplette Folge von ChatGPT konzipieren lassen und die Themen herscheißen lassen. Ich habe auch schon, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich habe auch schon mal reingeschaut zu Podcast-Themen, da kommen sie mit ziemlich viel Standard-Scheiß. Ja, unterhalten Sie sich über Filme und Serien. Unterhalten Sie sich über wie Sie Ihre Wohnung einrichten können und geben Sie wertvolle Tipps für Do-It-Yourself. Sag ich, Alter! Was war, wer ich bin? Ich kann überhaupt nicht, ich kann nicht meinen Schranzeiger gerade halten, du Trottel! Haben wir schon mal Tipps gegeben für Do Haben wir schon mal Tipps gegeben für Do-It-Yourself? Ja, kommt in der nächsten Folge. Fetten und Arschlöcher schon, Ja, da aber kennen wir uns aus. aber Do-It-Yourself, genau. Und Reinhängen. Ja, und aufsitzen. ja, genau. der Henkel. Der Maulfickhinkel. Und der Maulfickhenkel ist übrigens Da die haben wir zweitgrößte Errungenschaft Da der haben wir schon ein Menschheit. paar Tipps auf alle Fälle gegeben, do it yourself. Ja. Do it your Onkel Werner self. Ja. Es geht besser, wenn du Taxen BBK. auseinander tust oder zusammen tust. Zusammen ist für Mobisser und auseinander Was? Muss er mal jetzt Nochmal zurück zu ChatGPT. auch. Okay, Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. gut. warum Dann gehen, wart mal. warum gehen wir dann zurück?
Weiß ich nicht mehr! Ich hab's vergessen. Boah, meine Brüste. Ich habe den Faden verloren. Warum hast du so hast viel schon wieder Busenschwitz? Busenschwitz? Busenschwitz. Was Was ist ist denn mit da? dir? Liebevoll, Ja, lieber liebevoll. Schwitz. Ja. Mann, ich schwitze unter meine Brüste, das ist mega peinlich. Das ist echt peinlich, du kriegst Busenpilz. So große Brüste habe ich gar nicht. Also Busenschwitz ist wirklich disgusting. Ja, darum musst du im Sommer immer schwarz anziehen. Das merkt man. Ich schwitze wie ein Arschloch in jeder Rille, aber Ich schwitze auch in jeder Rille. jeder Rille kein Mensch, schwitzt. kein Mensch sagt. Ja, ist Funktion eklig. dafür Stinge wird sau, das ist richtig geil. Ja. Das Schöne an so Funktions-T-Shirts ist, dass man sofort anfängt zum Stingen wie eine Drecksau. Schweiß stinkt erst nach 24 Stunden übrigens. Das ist einfach gelungen. Nein. Das Ding ziehe ich nach 10 Minuten stingen wie es. Ja, aber bisschen dann das legst ist du mein nicht am T-Shirt. T-Shirt. Schweiß, Assi. frischer Schweiß. Frischer Schweiß. Schwitzelt in Schwitzel. Ja. Frischer Schweiß. Schweiß, frische Frische- Schwitze. Schweiß, Frischer Ja, ich- Schweiß, schwitzt, frische Ja, ich habe einen Schwitze. Sprachfehler, aber verarsch mich jetzt nicht wegen weil der ist bei F. Schwitzen. Schwitzen. Ja. Schwitzen 24 Stunden frische Fische in Frischwasser. Brautkleid. Geil. Was? Nein, frischer Okay. Schweiß. Wirkt sogar bei Frauen. Also, wenn du als Mann schwitzt, das hat so einen Botenstoff, Intus, das macht Frauen an. Aber wirklich nur frischer Schweiß. Okay. Okay. Ja. Und wenn es nicht funktioniert, dann bei praktisch noch. Und wedelt mit dem Schwanz. Genau. Äh, Hey, hey! Nein, das ist wirklich so. Und Schweiß stinkt erst nach 24 bis 36 Stunden. Sag das mal meine Drüsen. Haben wir irgendeinen lustigen Fun-Fact noch außerdem? Lustig, weiß ich nicht, Oder ich hab irgendein einen Fun Fact, wir haben halt die bittere Nachricht bekommen, Jungs. Viagra bleibt verschreibungspflichtig. Da gibt es auch Alternativen, die es nicht sind. Kamagra oder selbst. Ja, Ja, aber das ist ja der, Du gibst der, ja shit, die Stoff, alte der braucht drin bloß ist. so mal. Bip. ich wollte gerade sagen, die geht gerade vorbei. Bumm. Ja. Bin ich schon zweimal gekommen. Ja, das ist ja das Problem. Aber Was ich du jetzt guck mit ein dem drittes Mal. Ständer? Ich guck ein drittes Mal. Bin ich Ich voll sag gerne tot. drittes Mal, wenn ich kotzen voll bin. Na, Hast du schon mal ausprobiert, Viagra? leider nicht. Ich würde es gerne mal probieren. Wollen wir das mal vor der Folge nehmen? Unbedingt vor der Folge. Am besten Unbedingt, vor einer ja. Kurzfolge. Ja. Ich kenne tatsächlich jemanden, der verkauft so Potenzpillen, wo halt nur Scheißdreck drin ist. Aber verkauft sie halt als Potenzpille auf Plattformen und so. Und Leute meinen halt wirklich, das funktioniert. Das ist halt das Placebo halt einfach. Ist so wurscht. Vielleicht, Funktioniert, ja. ist so wurscht. Wenn es placebo-mäßig, dann ist sowieso generell immer wurscht, ja. Dann Aber ist- ja. Witzigen Sidefact habe ich noch. Habt ihr es gewusst, dass Piloten und Co-Piloten niemals dasselbe essen? Wenn sie gerade fliegen. Ja, gibt aber irgendwie Sinn, ja. Ja, gibt echt Wenn Sinn. Das einer ist, dabei wer, Falls das es schlecht ist, dann. Genau, das Kohlebensmittelvergiftung. Das ist tatsächlich ein interessantes Ding. Da hab ich tatsächlich ein fast passendes Thema mitgebracht. Zurück zu den Verschwörungstheorien. Ah, wie als wenn wir es ausgemacht hätten. 9/11 oder wie? Sehr gut erkannt. Ja, bei der Hund. Was halten Sie Ja, davon? da hätten anscheinend die 4 Piloten einmal nicht das gleich essen sollen. Die Idioten. Oder waren es nicht 5? Na, 4 Flugzeuge, oder? Du hast Also also 2 in zwei World Trade in- Center, Pentagon und das eine, das über, glaub, Pennsylvania abgestürzt. Ja, 4 waren es, ja. Ja. Ja, ich halte nichts davon. Es gibt ja, Bullshit, ich mal kurz angerissen, ich meine, wie so weit hinterm Mond lebt, also Ja. nicht weiß, was ist die Verschwörungstheorie dahinter. Da Es gibt's gibt ja mehrere. Da die. gibt es ja viele. Ja, es gibt über jeden einzelnen Ding ist da sehr viel nachgedingselt worden. Jetzt mal. Ja, dass es halt von den Amerikanern selber inszeniert ist, aus welchen Gründen auch immer, Das von Israel inszeniert war. von irgendjemandem inszeniert ist, dass es halt nicht einfach nur irgendwelche Terrortrottel waren, die da ins Haus eingeflogen sind, fertig. Dass es Ich glaub, das war wie Bürgerverbot Bildmaterial für manipuliert war und es waren in Wirklichkeit Raketen. Das sie haben glaube ich am haben allerwenigsten. das Haus abgeschossen und sie haben halt dann beide Live-Aufnahmen damals 2001 schon geschafft, dass da Flugzeuge animieren. Ja, aber das ist auch nicht schlecht. Das bei den 2 Häusern glaube ich nicht, aber was ich zum Beispiel glaube, das Flugzeug, das ins Pentagon geflogen ist, da stinkt was. Also ich glaube da gar nichts davon. Vielleicht- Wieso ist von dem bei jedem Flugzeugabsturz, den du jemals in deinem Leben gesehen hast, haben pfundweise Teile und sonst was, sogar noch unter Meer schwarz ist aus. Ich habe noch gar keinen gesehen. In das Flugzeug, dass das vom World Trade Center, dass da nichts überbleibt, wenn die zusammenfallen. Ja, haben sie auch was Selbst gefunden. da haben sie Teile gefunden. Ja. Ja, komischerweise aber gibt es keine Teile im Pentagon. Weiß nicht ob's eins. weiß nicht, ob es da keine Nicht gibt. ein Teil. Und alle Sicherheitskameras rundherum, die da hingefilmt haben, wo das Ding einfliegt, sind alle weg. Komischerweise sind die Kassetten sind alle weggekommen und niemand hat da jemals ein Video Das ist davon wie jetzt ja gerade bei dem Fall im Weißen Haus, was geguckt haben und so kosten, sie können uns nicht erklären, wie das passiert ist. Ja, ganz komisch. Ganz komisch. Ja. Weiß ich nicht. Aber das ist einfach nur so, mein Ob es glauben sie oder nicht, ich kann es sowieso nicht Ja. ändern, das ist mir scheißegal, Alter. Das hab ich da aber nicht das gelesen, stinkt. ja. Aber es stinkt, irgendwie. Wenn Das es so, stinkt wenn's so irgendwie. ist, dann darf es stinken, ja.
Ja. Aber da müsst ihr mal nachlesen, weil da habe ich Das mich ist nicht halt das, ich weiß halt auch nicht. Haben die jetzt, haben da Sicherheitskameras gewesen, haben es nicht gewesen. Ich habe zumindest kein Videomaterial gesehen. Ich habe die Einsturzstelle gesehen, das Pentagon hat ja 5 Ringe irgendwie. Ja. Und jeder sagt, das Loch, das ist im Prinzip das 10 Quadratmeter, da passt kein Flugzeug rein, Freunde der Sonne. Lauter solche Geschichten. Und wenn, wo ist das Flugzeug? Hat sich das in Luft aufgelöst? Hat sich das improvisiert? Keine Ahnung. Das Bild, was ich gesehen habe, das schaut größer aus als das Ding. Also es schaut schon, da haben sie ganz Es ist auf alle Fälle, Das ist direkt durchgebrochen. man oder? sieht Durchgeschossen. zum Beispiel ziemlich gut, wenn die 2 Flieger ins World Trade Center reinfliegen, Ja, genau. wenn, wie sind sagen, Ah, fahren die Spitzen, dann kommen die Flügel. Ja. Und dann brechen die Flügel, one in the pinky, one in the dann kommen die pinky. Flügel und selbst die Flügel reißen da ein Loch ein. Ja, ja. Obwohl es eigentlich viele sagen, dass die ans World Trade Center, dass die einfach ohne Fliegen hätten müssen und runterrutschen, weil das Ding so stabil ist. Scheißdreck. Aber du siehst am Pentagon siehst du nichts von irgendwelchen Tragflächen links und rechts, du siehst einfach bloß ein Riesendrumloch. Ja, ich wollte gerade sagen, Ja. ich weiß das mit dem Riesendrum im Loch und das mitten eine, meine, also als war es halt da eine und. Ich glaube, der erste und zweite Ring ist durch. Wir sollten noch mal ganz Glaub kurz über diverse Pausitäten. Partnerschaften. Snapsis. Ich weiß das auch. Geht schon, Pentagon. Erster, zweiter Ring und der dritten haben so gekratzt. Irgendwie so. Also man, was ich habe, wie gesagt, das Battle nicht mehr genau im Kopf, es hat sich mehr das World Trade Center Zeug einbrennt, aber ich habe halt da schon nur so ein Ding, Einbrennt. als das ist halt wirklich, als war so ein Ding, was da dagegen geflogen war, so nach vorn weg explodiert, so habe ich es in Erinnerung, dass es so ausschaut. Ich müsste dann auch nochmal schauen. Aber dann müssen Teile übrig sein. Ja, eben, das das weiß sind ich nicht, da Steine, müsst ihr die auch mal nachlesen, weil das habe ich, Ja. das hab ich noch nie gehört. Was ich noch gehört habe, war, ich weiß das damals nicht, da habe ich noch in der Produktion gearbeitet und in der Pause die geilen Bauern, ich glaube, dass die nicht mehr als ARD, ZDF von Bayern 3 empfangen und gesagt, okay, der Busch, und habe ich eingesoffen, und der Brauer, der hat einen roten Knopf am Tisch gehabt, wo er drauf drückt, dass ja, der gute alte rote World Trade Center Explosionsknopf, wer hat nicht kennt im Der Weißen Klassiker. Haus, du Vollidiot. Ah, Dann haben sie die ganzen Verschwörungstheoretiker haben doch nur das an die Bild gezeigt von der einer Seite vom World Trade Center, die wo halt fast heil war. Und haben gesagt, ja, das konnte ja gar nicht zusammenfallen, das Ding. Und auf der anderen Seite haben sie Stunden vorher doch schon gesagt, ja, Feuerwehr, Da das gibt Ding es jetzt aber, gleich da zusammenbricht. gibt's aber auch sehr viele Tests und Zeig und Klump, dass das Kerosin überhaupt nicht so heiß werden kann, dass diese Titanstahlträger so schmulzen, dass das Ding zusammenfällt wie ein Karteneisel. ich frage mich immer, wer die Tests gemacht hat. Das sind halt immer dementsprechende Leute, das sind wie die Corona-Wissenschaftler, die es da jetzt halt alle Da gegeben haben hat. 1000 Sachen, die da irgendwie zusammenspielen, die schon alle sehr seltsam sind. Ich glaube, ein paar Wochen vorher hat der Typ das World Trade Center beide über was weiß ich was alles versichern lassen und hat sich dann damit aus dem Staub gemacht. Nein, der hat ja, das habe ich eigentlich so von dem, der hat ja am Ende, der muss ja, glaube ich, sogar diese neuen Dinger, die es da hingebaut haben, muss er die erzählen, mittlerweile hat er mehr Geld ausgeben müssen, als er überhaupt durch die Versicherung kriegt. Oder am Ende. Also, der hat da, ich glaube, irgendwas von 10 Milliarden mittlerweile investieren müssen und das übersteigt halt das Geld, was er gekriegt hat, bei weitem schon. Ja, es ist halt die Frage, es kommen da immer ganz, ganz viele Punkte zusammen. Es ist einmal die Hitze, es ist einmal der Aufprall, es ist ja. Ich glaube jetzt nicht, dass da irgendwann da gestanden ist und hat gesagt, ja, was passiert, wenn jetzt in den Turm und in den anderen Turm irgendein Flugzeug einfliegt. Was genau passiert dann, wenn das so, vor allem so ein Riesending. Das ist es ist ja bei der Konstruktion und bei der Planung von dem Ding ist ja das nicht berücksichtigt worden. Wahrscheinlich nicht. Ja, da kann der Flugzeug Ja, da kann rein. irgendwann, Hat es zur Zeit von dem Bau überhaupt schon so große Flugzeuge gegeben? Dennoch, was ich an der Sache, dass die Türme zusammenfallen, glaube ich, gibt es ja auch diese Theorien, das ist wie so, da fällt das erste Stockwerk, wenn bricht, es bricht das zweite, das dritte und deswegen fällt das so sauber zusammen. Was ich aber nicht verstehe und was irgendwie schon ein wenig stinkt ist, warum fällt dann das Haus daneben zusammen? Nur das eine, das World Trade Center 7, glaube ich. Es ist ein Block, der ist nur ein Drittel so hoch gewesen, steht daneben natürlich, da stehen aber auch noch andere Häuser daneben und der steht dann nur ein wenig und dann fällt er zusammen. Vielleicht wegen der Erschütterung. Ja, aber warum trotzdem. nur das? Da haben noch andere Häuser rundherum, die nicht zusammengefallen haben. Wenn du 10 kleine Kinder da hinstehst und einmal einen Ball ins Gesicht schießt, warum dem? Ja, aber schwarzes Die USA ist drauf geschossen. Ja, genau. Großfußball. Halbautomatische Uzi. Oder in Frankreich mittlerweile noch auch. Was fällt mir noch so ein? Was Es hat auch geheißen, dass sie eben von Israel initiiert war. Das dass habe ich gar nicht mitgekriegt. Nee. Ja, dass, Doch, dass die Israel, endlich den Krieg anfangen können da. genau, also dass Im Israel Irak. es initiiert hat, damit sie eben einen Hass auf den Islamismus schüren können und dann eben USA einen Krieg anfangen, dass alle Juden vorher gewarnt worden sind, dass keine Juden gestorben sind, was mittlerweile auch widerlegt ist. Das waren, glaube ich,
300 mindestens, also so ziemlich jeder Zehnte war... Wie viele Leute sind da insgesamt gestiegen? Ich glaube 3.500 oder Irgendwie so, so. halb so, ja. Also jeder Zehnte war jüdischer Herkunft und so, also es ist lauter so Bullshit eben. Ja, aber die größte Verschwörungstheorie, die wo ich mir da eigentlich eindenken könnte, das ist wirklich, dass Amerika da einen Krieg anfängt und Es ist jetzt nicht, es ist ja schon eine krasse Nummer, so ist Natürlich. das nicht. Und der Hitler hat es genauso gemacht. Der hat doch kein Haus nicht gesprengt. Ja, der hat sich halt selber Frage. geschossen bei den Polen hinten oder irgendwie so und hat gesagt, ja, 5 Euro wird zurückgeschissen. So irgendwie. Ja, und das ganze schöne Öl, das da bei den Irakis drin war und so, das ist halt schon sehr verlockend für den Amerikaner. hab ich Natürlich. So das Gefühl. Ja, Also, recht gekommen ist ja schon. Und einen Krieg hat er auch schon lange nicht mehr geführt bis dahin und lauter so Geschichten. Und das mag ein Amerikaner, das mag er. der doch nicht. Nein, der hat noch nie einen Krieg angefangen. Gramm du. Was ich auch ein bisschen seltsam finde, ist, man ist ja dann den Piloten, die Flugzeuge übernommen haben, die hat man ja dann kennt und denen ihren Werdegang dann versucht zu verfolgen. Man findet dann keine Flugzeugteile, aber den sein Ausweis, der geflogen ist. Okay, ja, okay. Und das zweite, das sind sie eine Handbereiter, die haben man hat nachvollziehen können, wo die in der Flugschule waren und so. Und die Hälfte von denen galten als schlechte Piloten. Jetzt fliegst du einmal 5 Meter über den Boden eine scheiß Passagiermaschine ins Pentagon. Ich weiß nicht, ob das so leicht ist. Ich weiß nicht, ob er 5 Meter über den Boden oder ob ja, er vielleicht nicht. wollte er es ja gar nicht treffen. So schräg rein. Vielleicht hat er so, fuck, Alter. Selbst das Ding, Ich mag gar nicht. Treffergabe mit einer Passagiermaschine ist anders hart. Ja, ich habe nur das eben gelesen mit den Schulen und so, dass das da ja dann zurück, aber dass schlechte Piloten waren, das habe ich jetzt nicht gelesen. Das hab ich schon. Ja, sicher, ich bin kein schlechter Pilot. Also du kannst ins Ja, Pentagon. sicherlich. Ich habe Okay. auch Schwimmwesten dabei. und Zugriff. Ich kann ins Pentagon fliegen, ja. Kann ich. Pentagon. Das- Habe ich das einmal probiert? Weiß nicht. Geht das beim Flugzeugsimulator, dass man sowas macht? Haben sie das nicht seitdem eben irgendwie außer Ich da? weiß Ich glaube, durchs neue World Trade Center fliegst du einfach durch dann oder irgend so ein Scheiß. Okay. Das ist So unrealistisch. Ja, es ist Jetzt schlecht. filmst du das mit der tollen Grafik und wie echt das ist und dann Schlechteste Spiel ever. Was wollen wir da sonst noch so heute zu dem Thema? Kurz bevor die alle da eingeflogen sind angeblich die ganzen, also die haben einen Luftüberwachungsraum, die Amerikaner, bei denen ist ja das ganz krass, haben alle Kampfjets zu irgendwelche Tests an den Arsch der Weg geschickt worden und lauter solche Geschichten. Und die haben sich Das aber auch fällt nicht mir traut, das ein. abzuschießen, oder? Da waren doch welche da, oder? Begleitmaschinen. Weiß ich nicht. Ich glaube, da waren welche da und die wollten es aber nicht abschießen. Also Irgendwie so. ich glaube sehr schwer, wenn der sagt, die fliegt aufs World Trade Center zu, dann schießt er Raketen da ein. Ich glaube, ja, lass mich dieses Dann schießt er eine Entschuldigung, da war ich 10 Jahre alt oder so. Ich war 15, ich weiß noch, wie mit der Bäder, das war ein Schulfreund, da waren gerade Sommerferien. Ruft, und der hat mich nie angerufen, aber da hat er mich angerufen, Alter, das World Trade Center brennt. Ich, mein Saurausch, liegt da, sprichwörtlich da in meinem Kinderbett drin. Alter, ich mag es nicht mehr, ich weiß nicht, was für World Trade Center wieder. Schalten Fernseher, auf jedem Kanal brennt irgend so ein Scheißbuch, ist mir scheißegal, Alter. Nur wieder aufgelegt. Also ich habe überhaupt nicht umrissen, was da gerade passiert ist. Jetzt glaube ich, das hast du erst überhaupt nicht kapiert, was da eigentlich los ist. Ja. Was das Nein. eigentlich soll. Ja gut, wie gesagt, die war da 9 oder 10 Jahre alt. Es war vielleicht schon eine heftige Nummer. Das war irre, ja. Das ist schon eine krasse Nummer. Jetzt habe ich völlig dahingestellt, wie das, ob es Verschwörungsscheiße ist, ob sie es selber waren, ob es die Terrortrottel waren, weil einer langweilig war, was weiß ich. Ist schon eine krasse Nummer. Leg mich am Sack, Alter. Hat es andere nicht so groß? Ich weiß halt nicht, was krasser war wie das da, außer wenn der Krieg jetzt anfangen Ja, in der Ukraine. aber so an Also Terror war das, glaube ich, so das Krasseste, was jemals passiert ist. Die asoziale Scheiße, die in Paris auch ständig gelaufen ist, wo sie in den Konzerte doch reingekrumpelt sind und haben die Leute erschossen und so zeigen, das war auch alles sehr asozial, aber so von der Größenordnung her war das World Trade Center das schon. ist, glaube ich, auch ein schönes Thema da mit drüber zum Schmerzen über die ganze Amoklauf-Scheiße, die wo da in die USA anfangen und wie das zu uns umkommt langsam und so. Guns don't kill people, I kill people, Ja. was Guns. dass die Amis kein Waffenproblem haben und lauter so ein Scheiß. Ja, ja. Naja. Also der Alkoholiker kein Alkoholproblem hat. Was haltet ihr davon? Aber ohne. War 9/11 dubios? Waren sie es selber oder waren sie es nicht? Oder was habt ihr da für eine Meinung dazu? Ab in die Kommentare. Und jetzt bedanke ich mich für den Beitrag beim Kani und beim Flocki, ich Anne. Fluck Schwitzbusen. Und ich hoffe, Sie hatten Spaß und jetzt verpisst euch, ihr Trottel! Und wie hört euch die Folge und schaut es noch. Like nicht vergessen, Abo nicht vergessen, Glocken aktivieren. Hashtag Spacko. Schwitzbusenflocke einschreiben. Halt dein Maul. Hashtag Schwitzbusenflocki. Und Hashtag, das ist auch der Maulfick-Henkel. Das ist der Wamperfick-Henkel. Was bist denn jetzt so? Der Wamperfick-Henkel! Ich hab schon wieder steife Nippel jetzt. Geil! Schwitzt deswegen so. Na, Ja, jetzt verpisst euch, habe ich nicht gesagt. schlaf. Ich bin beleidigt.